Kurz vor 13 Uhr an der B3-Berufsschule in Nürnberg. Kochlehrer Ernst Fasnacht bereitet seinen Unterricht vor. Butter, Eier, Milch. Seit diesem Schuljahr lagern in der Speisekammer fast nur noch Bio-Lebensmittel. Als bundesweit erste Berufsschule ist die B3 biozertifiziert. Angehende Köche, Gastro- und Hotelfachkräfte sollen ausschließlich mit ökologisch unbedenklichen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln arbeiten. Heute steht eine klassische Kraftbrühe auf dem Stundenplan. Alessandro Bar ist im 2. Lehrjahr. Kochen mit Bio überzeugt den 22-Jährigen. Also privat ist halt eher so, man kocht, damit man satt wird. Und in der Schule, da lernt man halt, wie es gut schmeckt, was man dann hier noch mit was kombinieren kann und so weiter. Und wenn man da halt gute Lebensmittel hat, Bio meinetwegen, oder dann kocht man auch mit einem ganz anderen Gefühl und du weißt auch, wo das Zeug herkommt. Auch seine Klassenkameraden können sich hier mit Bio-Lebensmitteln ausprobieren. Das finde ich interessant, mal zu wissen, wie die Bioprodukte funktionieren und wie man damit kochen kann und wie sie halt schmecken. Weil es ist schon ein gewaltiger Unterschied, würde ich mal sagen. Gemüse schmeckt einfach intensiver, nicht jetzt also schmeckt intensiver als normale herkömmliche Karotten oder die halt eben industriell angepflanzt werden. Noch landen nur Eier, Milchprodukte, Obst und Gemüse in Bioqualität im Kochtopf. Biofleisch und Fisch sind so teuer für die Berufsschule. Je nach Fachrichtung müssen die Schüler 15 bis 50 € jährlich an Materialgeld zahlen. Die Mehrkosten für Bio trägt die Schule selbst. Auch die Stadt Nürnberg finanziert das Projekt mit. Für Kochlehrer Ernst Fasnacht ist es eine Investition in die Zukunft. Wir haben das im letzten Jahr einfach mal versucht, das einzuführen, um auch vielleicht ein bisschen die Sensibilität für die doch hochwertigen Lebensmittel etwas zu schärfen. Und der ein oder andere nimmt es schon an und nimmt es auch mit. Vielleicht kann sich auch der ein oder andere Betrieb damit anfreunden, denn wir hier als Vorläufer das schon einmal machen. Und damit wird man natürlich das Ganze etwas stärken. In der Waldschenke im Tiergarten Nürnberg ist das bereits Alltag. Hier werden seit 2011 fast alle Gerichte in Bioqualität serviert. 90% der Lebensmittel kommen aus ökologischer Landwirtschaft. Auch fränkische Klassiker gibt's hier in Bio. Der 19-jährige Emery Mugisha steht hier täglich in der Küche. Beim Umgang mit Bio-Lebensmitteln muss er umsichtig sein. Nichts soll in der Tonne landen. Produkte, die wir halt benutzen, schauen wir mal, dass wir halt die Reste zum Beispiel halt weiterverwenden. Dass wir jetzt nicht einfach großartig jetzt Haufen wegschmeißen. Man kann vieles damit machen. Zum Beispiel eine Grundsoße, Soßen, zum Beispiel für die Krautwickle, die Kerne benutzen wir, schneiden wir klein. Oder Dinge, die wir halt zurückgelassen haben, Blätter, die wir halt einfrieren, damit die frisch bleiben und nicht kaputt gehen, die verwenden wir dann halt weiter. Für Chef Peter Noventer müssen angehende Köche später mit ihrem Handwerk punkten können. Dabei spielt Qualität eine entscheidende Rolle. Die Bio-Zertifizierung der Nürnberger Berufsschule ist für den Restaurantbesitzer ein wichtiger Schritt. Auch seine Azubis lernen dort. Das Know-how bringen sie in den Betrieb mit ein. Die Berufsschule bildet aus einem ganz hohen Niveau aus, schon immer. Sie ist auch irgendwo der letzte Hort, wo das Handwerk noch wirklich hochgehalten wird. Und da ist es dann auch notwendig, dass die adäquaten Rohstoffe verarbeitet werden. Das war bisher nicht der Fall. Das heißt nicht, dass es nicht auch konventionell hochwertige Rohstoffe gibt. Aber durch die Biozertifizierung kommt in die Berufsschule eine Qualitätsdiskussion hinein, die dringend notwendig ist. Zurück in der Schulküche, die Kraftbrühe ist fast fertig. Nun muss Alessandro sie nur noch durch ein Küchentuch sieben. Was sagt der erste Geschmackstest? Fehlt ein bisschen Salz. Das lässt sich aber schnell ändern. Kochen und Bio bedeutet für Alessandro und seine Mitschüler nicht nur guten Geschmack, sondern auch ein gutes Gewissen.